So, Freunde, ich muss leider Oh, der Bildschirm. So, ich würde sagen, genau, wer mag mir nach hinten helfen? So, es gibt jetzt gleich die Demo von unserem Kollegen hier, Martin. Wir sehen uns wieder um 14:30 Uhr. Viel Spaß mit Radio und danke euch, Freunde. Der Signal. Nochmal einen großen Applaus für niemand. Achso, deswegen Ivan. So, ich habe ein bisschen Unterstützung mitgebracht für die Demo. Einer von euch hat der glückliche Gewinner nach der Demo. Ja, los, töte Gegner. Wir werden dich auch irgendwann demnächst bei uns im Shop zu verkaufen anbieten für die kleinen Demo. So, schön, dass ihr alle da seid. Ihr seid heute noch gut. Ihr habt alle noch wesentlich mehr Stimme als ich. Das heißt, wenn wir die richtig hören können, können wir auch noch reden. Wir freuen uns riesig, dass ihr alle hier seid. Einige von euch waren ja letztes Jahr schon da. Letztes Jahr haben wir das erste Mal unser Spiel der Öffentlichkeit vorgestellt. Also damals 2 Rassen dabei, 4 Professionen. Jetzt, ein Jahr später, Alter, jagen wir doch mal wilde Tiere. 3 davon als Startergebiet und die Asura und die Sevari sind an der Höhenstufe Demo-Spielbar. 7 der 8 Professionen, die wir im Spiel haben, werden im Spielbar in dieser Demo. Die 8 haben wir nicht mitgebracht und eigentlich reingeschleust. Und nein, ich werde mich nicht weiter dazu äußern. Aber sie wird noch dieses Jahr, werden wir euch noch sagen. Wie gesagt, ich wollte euch nicht weiter. Außerdem haben wir mitgebracht Unterwasserkampf, den ihr spielen könnt in beiden Demos. Und wir haben das erste Mal mitgebracht PvP für euch selber zum Spielen. Und zwar, wenn ihr PvP spielen wollt, PvP ist im Bereich im ESL-Bereich. Das heißt, dass wenn ihr da runtergeht, dann ist der Spiel, sobald ihr in den ESL-Bereich betretet, der zweite auf der rechten Seite. Wenn ihr selber PvP spielen, sind momentan schon relativ lange Schlange. So, eine der Dinge, die wir neu mitgebracht haben, ist unsere Character Creation. Das heißt, wir werden jetzt mal zeigen, anhand der Menschen, was wir nur an unterschiedlichen Einstellungsmöglichkeiten haben. Okay, das war die Character Creation. Dazu zu sagen, momentan, wenn ihr spielt, alle Rassen haben momentan einen unterschiedlichen Standpunkt, was den Charakter Individualisierung angeht. Alles, was ihr hier seht, ist nicht, natürlich auch nicht, was wir hinterher am Release haben werden.